du brauchst euch alle wen siegen, wo ein befriedet Leben schaffen wird. Wenn die wollen bei Gott siegen, dann muss immer wo ihr anwollen, was ein befriedet Leben ist. Mir freut sehr für das Thema, was wir haben. Mir freut, dass wir können TOOP das Thema checken und unser Eheleben bechecken. Ich glaube, wenn die früher hier nicht sind, die sind auf einer Stadt, wo die wollen genug Dinge sein und hier zum Krack dort oder das Verlangen oder noch ein gerates Verlangen kriegen, zum ein gutes Eheleben haben, als was wir meinen, wenn wir hier von der TOOP sind. Wir glauben sehr stark an, dass eine starke Kjoakj haben, dass wir gesunde Familien haben. Wir glauben sehr stark daran, dass wenn wir wollen, eine starke Community haben, dass wir eine starke Kjoakj haben, um ein starkes Land zu haben, dann dass wir eine starke Community haben. Aber starke Familien fangen nicht an mit guten Eltern sein, fangen nicht an mit guten Kindern sein. Starke Familien fangen nicht an mit guten Brüdern und Schwestern zu sein. Starke Familien fangen immer an mit gutes, befriedet Leben zu haben. Wir sind ganz am Anfang, wo Gott die Welt merken, dass wir ein wichtiger Faktor, was Gott deut, und was ich glaube, wir müssen uns bechecken, das ist, was Gott den Mensch gemerkt hat, ganz am Anfang, dann möchte den Mensch ein Verhältnis haben zwischen ihm und Gott. Das ist das ganz wichtigste und das ganz letzte Verhältnis, was Gott will haben, das soll gebaut werden. Aber so schön, dass den Mensch gemerkt hat, dann mögt nicht ein Bruder für den Mensch, der mögt nicht ein Kind für den Mensch, der mögt nicht ein Lehrer für den Mensch. Das nächste Verhältnis, was Gott merkt, das ist ein befriedet Leben. Der mögt ein Eheverhältnis. Und das wo wir glauben und was wir glauben, dass an gesunde Familien, aber besonders an gesunde Ehes zu haben, gesunde Familien haben. Wir wollen in der nächsten Zeit uns 4 Dinge bekicken, hier an dieser Kjoakj. Und diese 4 Dinge, glaube ich ganz bestimmt, dass die dein Leben in dein befriedet Leben ganz verändern. Ich weiß, das sind viele Dinge, was wir lernen können vom befriedet Leben, das sind viele Ideen, was wir uns auf unsere Liste handschreiben, was wir tun wollen. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass diese 4 Dinge wollen alle Ehes verändern, wenn wir das bloß luten. Meine frühen ich würde gleich, wenn ohne jemand mit TOOP wäre, der würde mit mir TOOP diese Dinge hier feststellen. Aber das ist ein klein bisschen blöd aus so der will alle satten bleiben. Aber der hat mir geholfen, das meiste von diesen Dingen durcharbeiten, durchbeten, in der TOOP stellen. Aber besonders ein Teil von der Erfahrung, was wir haben ans Leben, mir helfen zu leben. Gute und schlechte. Und wir sind meistens 17 Jahre befreit. Das meint, wir haben lange nicht alle Ideen im Leben für jene Ehe, aber wir haben uns befreit und wir haben für unsere letzten 17 Jahre nicht bloß für Sachen Ehe zu haben, wir haben für Sachen Ehe zu bauen. Wir haben für Sachen befriedet Leben zu bauen, für uns selbst. Wir haben viele Menschen geholfen in ihr befriedet Leben. Wir haben ein klampes Bücher gelesen, ein von den letzten Büchern, wo wir einen Teil von gelesen haben, ist das von Craig und Amy. Die haben nie ein Buch geschrieben, was ein wunderbares Buch ist. Und du hast gewusst von diesen Ideen, okay, aber was ich will zu Ihnen sagen, von der ist das. Wir haben versucht, so sehr auf den Grund zu gehen von der Bibel, so dass wir wissen, dass diese 4 Dinge, die wollen für alle Ehes schaffen. Das sind nicht 4 Dinge, die du vielleicht wollen für die schaffen und für Jan seine nicht oder für Jan seine der oder für meine Worte nicht. Wenn wir diese 4 Dinge ans Leben haben, wir glauben uns von Horten, dass die wollen die Eheleben nicht bloß besser merken, aber die wollen die Eheleben schöner merken. Ich will mir ganz kurz sagen, was diese 4 Prinzipien sind. Das erste hat zu tun mit TOOP nur Gott siegen. Das zweite hat zu tun mit TOOP Striden oder Fährten oder Jachten. Und je glauben, dass wir nicht christlich, aber je weiten alle einen Moment in ihrem Leben, vielleicht als die kleine Kinder wären, wo jene Mama und Papa sich danach über streiten und niemals sich können einig werden. Oder vielleicht, wo je Freunde hier noch tun, oder vielleicht in ihrem Leben, sei ihr wo je ein befriedet Leben haben, wo je immer streiten, immer jagen, und je kann noch nicht, aber kommen.
Und was wir werden vertalen, nächste sind, nach erst von dort Thema, wo wir unsere Konflikte, unsere Probleme, die wir in uns Leben haben, unsere Verschiedenheiten in uns Leben, brücken, um uns Leben in der TOOP kommen. Und es steht dann, dass die uns vorhin nicht einreden, aus Leben. Das nächste hat zu tun mit das eine große Wort, was wir immer brücken, wenn wir von befriedet Leben vertalen, und das hat mit Life zu tun. Life ist das eine Ding, was Jesus sagt, was alle Verhältnisse soll TOOP holen. Ans Verhältnis mit Gott, ans Verhältnis mit alle Menschen. Und das große Ding, was uns TOOP braucht aus dem Eheleben, wo können wir dort in uns befriedet Leben holen? Wo können wir Life in uns befriedet Leben holen, wenn wir erst all diese Dinge durch sind, oder wenn wir so und so lange befriedet sind und wir gleichen uns gleich mal. Wo können wir Life hineinbringen, dass das schein wird? Und dann das letzte hat zu tun mit, wo können wir in unserer Generation, wo wir sind, wo von allen Wegen rundum, mit uns Medien, alles, was unsere jungen Menschen und wir selbst hören, ist das. Die Welt sagt uns, dass die Brücks gleich in Eheleben haben. Die Welt sagt uns, ein Eheleben ist gleich wichtig. Die Welt sagt unsere Kinder, dass du kannst mit einem TOOP kommen, du kannst mit einem TOOP leben. Und wenn du die West befrieren, du kannst, aber du brauchst das nicht für immer tun. Du kannst das einen Pro-Steck merken. Und wenn du das gleichst, dann bleibst du TOOP, wenn nicht, dann kannst du einen anderen Partner siegen. Wollt ihr in so einer Welt zu uns selbst sein, unsere Kinder lernen, dass ein befriedet Leben ist von Gott und ein befriedet Leben ist für immer. Und für immer danach lang nur dem. Und so das sind die 4 Dinge, die wir in der nächsten Zeit werden bechecken. Wir freuen uns dazu, ich bin excited um das zu tun. Und so, ich will mit Ihnen beten, und dann wollen wir uns das erste Thema von dir bechecken. Ich danke dir, Jesus, für hier mit uns von dir aus mal sein. Ich danke dir noch einmal, für dass du wirst uns vertrauen, dass du wirst uns klar reden von dir. Ich bete für abnehmende Horten und für klare Wege, sodass du kannst in unsere Horten kommen. Ich danke dir, dass wir hier aus Mana sind und du wirst von der Früh ist. Aber ich bete, dass wir wollen so rezeptiv sein, dass wir wollen diese Gedeihen, was von dir kommen, annehmen, in die Portmerken von uns Leben, von uns befriedet Leben, so dass wir so eine Ehe haben, als was du willst gleichen. Wir danken dir, dass du uns Lehrer wirst sein. In Jesus' Namen. Amen. Gut, unser erste Gedei, nicht eine Gedei, unser erstes Prinzip, was wir werden von vertalen haben, zu tun mit TOOP, nur Gott siegen. So dass ich Ihnen sehe, dass am Anfang hat Gott so gemerkt, dass der Mensch soll ein Verhältnis haben mit Gott, und dann soll in das Verhältnis zwischen der Familie sein, oder zwischen der Eheleben sein. Als Jesus einmal gefragt wird, als Jesus auf dieser Welt wird, dann wird Jesus gefragt, was ist das ganz geradste Gebot, das ganz wichtigste Gebot. Und wenn wir in die Juden schon anstellen, die haben all diese Dutzende Geboten, die haben all diese hunderte Regeln, was die können und was die nicht können. Und einmal waren die Buben voll mit alles. Und die wurden haben gleich dort mal ein paar Doel zu schreiben, was können wir tun, so dass wir mal alles können tun. Und wir weten, dass die Ursache, warum das Morgen Jesus fragt, was ist das geradste Gebot, ist vielleicht nicht die beste Ursache, aber als Jesus gefragt wird, was ist das geradste Ding, das ein großes Ding, was ich soll in meinem Leben immer tun, oder das ganz Wichtigste. Jesus sagt nicht, du sollst den Partner leben von ganzen Herzen. Jesus sagt nicht, du sollst den Ehepartner Nummer 1 merken in dein Leben. Was Gott sagt ist, du sollst Gott leben. Jesus sagt, du sollst Gott leben von ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. Er sagt, das ist das geradste Gebot. Und das ist ein Ding, was wir lernen in uns befriedet Leben, dass nur Gott siegen ist wichtiger als einem Partner siegen. Nur Gott siegen oder ein Verhältnis haben mit Gott ist wichtiger als ein Verhältnis haben mit deinem Partner, als das ein früherer Mann ist. Und ich habe mir einmal diese Idee hier von guten Menschen, guten Pastors oder guten Männern früher, was die sagen, das ist okay, wenn Jesus nicht sei gleichen. Je kann du ein befriedet Leben haben, was du Fan sein. Oder die sagen vielleicht, das sind dann, wenn einer von ihnen hier Buben ist und siegt von Horten Gott und einer gibt einen Schramm am Gott, je kann du ein gutes befriedet Leben haben. Nu, wenn du in so einer Relationship besser dort, dann will ich die Mut merken sein, Sättchen steht die länger bin, wir wollen davon verteilen und helfen. Aber Gott seine beste Idee, wie keinmal, dass einer soll nur Gott siegen und einer nicht. Gott seine beste Idee, wie immer, dass wir würden uns Grund ab Jesus Christus saten aus dem befriedet Leben und wir würden taub nur Gott siegen
eier wie eine ein von anderen en het leven zieken. Dat we immer Gott seine grote gedei. Woran wegen Gott erst die, wat die kon en dien befriedet leven beter helpen en beter roet geven en meer wiederführen als een wie ander kon. Du kannst die mit der beste Person befrieden haben. Du kannst die beste Person vielleicht sein, aber wenn je nicht TOOP nur Gott siegen und bei Gott utfing, wo ein befriedet Leben schafft, dann kann je nicht ein befriedet Leben haben, so es Gott will haben, wegen Gott ist der Author von ein befriedet Leben. Weißt du, was ein Author meint? Das ist einer, der ein Buch geschrieben hat, und all seine beste Ideen und schrieben, eine Blattschrift nach seinem Namen, das ist ein Author. Gott ist der ganz Erste, der Leben mal geschrieben hat. Gott ist der ganz Erste, der ein befriedet Leben mal geschrieben hat. Gott ist der Erste, der Sex mal geschrieben hat. Gott ist der, der all diese Ideen hat. Nicht bloß, was die Ideen hat, aber die mögt es. Und so, wenn wir nicht wollen, TOOP nur Gott siegen, und utfing, wo kann uns befriedet Leben schaffen, wenn wir dort nicht von Gott lernen, wo wollen wir dort lernen? Wir wissen, wo wir dort wollen lernen, von der Welt, right? In der Welt haben wir ganz anderen Weg von uns Dinge lernen. Und mir geht das so zu erklären. Uns Hort ist ein sehr interessantes Port von uns. Weißt du noch, hier schon aus jene Dinge, diese Toys oder diese Spielzeug hatten, wo du ein Teil verschiedene Lacher waren, ein Teil verschiedene Shapes. Und dann hatten die diese Klats, wo auch dieselbe Shapes hatten, dann mussten die versuchen, wovon Stieren gewohnt anpassen, wovon Feuer konnte gewohnt anpassen, wovon Rundet gewohnt anpassen. Hat ihr noch mal so eine Dinge, wo du ein rundet Lach hier hatten und hier hatten die einen anderen Shape, was mehr rund wie, aber nicht ganz, und dann proben die das zu nennen. Und die proben und die proben und die proben und die glauben, das musste nennen. Dann hat einmal dann Stunde die Boven und hüpsen den Rahmen und proben, das zu nennen. Oder die gehen sich einen Hummer holen, wenn die wollen, das zu nennen. Ja, also können ja das auch nicht. Ich weiß, wo gleichen die hatten nicht, aber was wir einzig mal tun mit uns Leben ist, kriegt dort. Sie uns hört, dort hat eine Lade steht oben, und die Lade steht kommt von daher aus wie Sünder wären. Und ihr wisst alle, was dort meint. Sinn, dort Wort Sinn meint einfach, dass wir sind getrennt von Gott. Das was Sinn meint. So, wenn wir in Sinn sind, so wie alle sind, dann ist Gott aus uns Leben rausgenommen. Dann ist Gott von uns Leben getrennt, von uns Hort getrennt. Und das ist bloß ein Ding, was das Shape kann vor dich merken in dein Leben. Und wir wissen alle, was das ist. Aber wenn wir an das Leben denken, dann müssen wir tauschen und dort so ferken, haben wir versucht, einen Partner zu bringen. Wir haben versucht, du irgendwas zu sagen, was du nicht nennen gehört. Und wir tun das nicht mit Fleet, oder wenigstens probieren das nicht so laut zu sein, aber wir haben diese Idee, dass ich will mich mit wem befreien, wer mein Leben wird vor dich merken. Ich will mich mit wem befreien, wer mein Leid hat oder meine Not in mein Leben wird alle fallen. Right? Und wir proben und wir proben und wir proben und wir können es nicht vollbringen. Und wir fragen uns, woran passt das nicht nennen? Woran kann ich nicht für meinen Partner, woran kann mein Partner mein Hort nicht so fallen oder die Not so bedeuten, dass mir das fehlt? Nu, wenn wir das weiten, dann weit wieder. Dass Gott ist der Einzige, der in der Lage steht und den Hort kann fallen. Aber so ferken haben wir die Idee, dass ich mich mit dieser eine Person befreien, der wird mein Leben ändern, der wird meine Welt ändern, der wird Himmel für mich bei ihr bringen und der wird alles fernmerken für mich. Und wenn wir 7 Jahre befreit sind, dann vielleicht sagen wir nicht mehr, sonst das mählich ist, aber wenn wir befreit werden, dann dachten wir alle, dass diese Person, die wir fangen, der wird Leben für uns ändern, das bin ich. Kann ich den Bett anschmieren? Dein Hort kann keiner ändern als du selbst. Dein Partner kann dein Hort nicht voll merken. Bloß ein Ring auf den Fingern ab Saaten und Kastach wird die keine Porn Addictions wegnehmen. Bloß Ja sein auf dem Kastach wird den Ehen sein Hort nicht verändern. Das wird nichts ändern. Dort wird du bist, du befreit bist, dort bist du auch nur dem, dass du befreit bist, auch nach wenn du den Ehepartners Tag geluten und frisch befreit hast. Dein Hort bleibt dein Hort. Menschen kommen einmal sein, wir haben Ehe-Troubles.
Ich habe einmal zu Menschen gesagt, das gibt euch Troubles. Das gibt bloß Hortenstrubbel. Wir haben ein getrandes Hort von Gott, und dort getrande Hort merkt dort, dass wir Trouble in die Ehe hineinbringen. In unserer deutschen Welt habe ich einmal so Ausdrücke gehört, dass du ein junges Mädchen, die haben damit leben, abgegoss, und wie sein Leute, du bist da. Leute, statt die länger sich austoben, wenn die sich nicht befriedigt haben, das wird alles ändern. Das wird nicht ändern. Das einzige Ding, was ändert, ist, die bringen ihre Weide, ihre Not nach einem befriedigten Leben nennen. Nu wollen die erwarten, dass der Partner, der wird fallen verernten, die wollen bloß euer merken. Dankeschön, Isaac. Nu, das ist wichtig, dass wir das sein, wenn wir denken an, dass Gott als Nummer 1 in uns Leben wehen wird. Wenn dein Partner Nummer 1 ist in dein Leben, und Gott nicht Nummer 1 ist in dein Leben, das wird du verstehen. Sieh, wenn Gott den ersten Platz soll in uns Leben haben, und Gott hat gesagt, dass das geradste und beste Ding, was wir in uns Leben tun. Wenn du mit einmal was, diese eine Person fängt, was du glaubst, was dein Leben wird vor dich merken, und das ist ein Mensch auf dieser Erde, das kann der beste Mensch sein, aber du glaubst, das ist eine Person auf dieser Welt, dann wirst du die Person du anstellen, wo Gott hingehört. Und dort meint, du merkst diese Person zu deinem Gott. Jesus sagt, alles, was du wirst herheben aus mir, das ist dein Gott geworden. Und wenn es dein Gott ist, dann wirst du erwarten, dass der Gott wird deine Lage stehen und dein Hort fallen. Und mit seinem besten Willen oder besten Willen, die beste Person auf dieser Welt kann nicht dein Hort fallen. Und nun habe ich das ans Gott gemerkt, nun habe ich ein paar Jahre befreit, nun habe ich meine Not nicht erfüllt, nun hat immer merke ich das zu meinem größten Feind. Und wie sein so in aller Wegen, dass Menschen schäden sich, die haben sich einmal von Horten geläuft, ein paar Jahre wieder kennen sich das schlechteste Lieden, die wollen die Uten Hüsrüt haben. Also die Welt tut nicht so nicht. Wir tun nicht Menschen den Hüsrüt jauen oder uns Ehepartner schäden. Wir können uns alle wen verleben und alle Dinge recht tun und niemals mit uns Partner recht tun und bloß nach wenn wir das selbst Tag leben, dann glaube ich, wir sind nicht geschädigt, nicht? Anyways, wir können den größten Feind in uns Haus haben, was wir einmal so sehr gelebt haben. Das werden wir den Hand uns Gott gemerkt und wir haben gedacht, der würde unsere Not fallen und der will nicht oder der kann nicht und ist uns Feind geworden. Merkt das an? Es ist ein junger Junge, der befreit sich ein Tag. Aber der befreit ist, das ist ein bisschen bleider Junge, das ist ein Junge, der sich einmal betreffen wird, der will nicht gleich mit Menschen vertrauen oder reden. Und ein Tag sitzt in dem Jahr, das ist ein schmacker Jahr, aber bovenaan hat das Jahr nach all den Charakteristiken, was das Junge wird gleichen. Das ist eine Schafje, das ist eine Mautje, der wehrt sich alle Sachen, was der Junge sich nicht wehrt, und der wehrt sich zu allen Menschen zu vertrauen. Und alle wen, wo der Mann ist, ist der Center of Attention, und alle Menschen merken, der lachen. Und das Junge läuft, das so ein Jahr wird sein Leben vor sich merken. Und er befreit sich mit dem Jahr. Und er glaubt ganz wirklich, dass das Jahr wird Himmel auf die Erde bringen für ihn. Wenn ich 2 oder 3 oder 5 Jahre befreit sind, dann wird einmal erst gleich mein Himmel auf die Erde, niemand einmal erst das Jahr, der wird niemals jetzt stellt zu merken. Nicht seine Freude wird bloß immer blobert und verteilt. Und der Junge wird nach mal gleichen zu horchen oder nach mal gleichen bloß zu setzen in Nüchtern, aber der verteilt, wenn der Abstund, der verteilt, wenn der Frühstück geht, der verteilt, wenn der Schlucken und der verteilt bloß immer. Sam von euch lachen, wenn je weiten vor ich verteile. Und niemand einmal ist das eine Person, die ich gleich mehr will in meinem Leben haben. Ich will die Fuß haben. Ja? Woran, wenn der hat das zu seinem Gott gemerkt, der können sie in der Not nicht erfüllen, niemand einmal konnte das schlecht leiden. Dort wird der Eindag so sein, gleich von der Person, als nur jeden am geworden. Ja, das ist der junge Mädel, die will sich befreien und der war in einem Heim ab, wo Papa immer bloß da ist und immer grunzt und immer ungeduldig ist. Keinmal kann die Kinder was recht tun. Und ein Tag, diese Mädel, die war ab mit einem Ladestehen in der Hort und mit uitgehungerten Leib. Und ich sehe, das ist ein Junge, der du Geschmack sieht, aber das ist ein Junge, der so geduldig ist mit allen Menschen. Der wird niemals zu wem grunzen, der wird keinmal wem uitbrüllen. Und das ist mir gleich, wenn ich diese Person befreien kann, der wird mein Leben vor sich merken. Weißt du, wie lange das geht, bei der Junge nicht mehr ein geduldiger Jung ist? Eine ganz kurze Zeit.
Das geht ein kleines Stoutje an befriedet Leben, aber einmal ist das nicht mehr ein geduldiger Phänomen, ist das ein Fühler Hund, was du bloß einmal am Stall setzen, der hat niemals vor den Hus. Warum? Wenn der den zu Gott gemerkt, und der kann der Not nicht fällen, die hat den zu Feind gemerkt. Weil Jesus sagt, ich habe eine steht, in einem Gleichnis, der sagt, das sind 2 Männer, die bauen beiden Hus. Und die weiten diese Geschichte, aber gleich diese Geschichte, die beste Geschichte, was die wollen hören, lest die von Jesus, wenn die tiefe Meinung, was der Mann hat. Und er vertellt diese Geschichte von 2 Männern, die bauen sich ein Haus. Und der eine hat sich ein Haus gebaut und der andere hat sich ein Haus gebaut. Und gleich, wo Jesus diese Geschichte vertellt wird, alles ist überein. Der sagt, das sind beides übereine Häuser, die haben beide Seiten geschafft, die haben beide ihr Haus vor sich gekriegt. Und dann sagt er, bei der beide ihr Haus kommt ein Sturm über. Und die Meinung dahinter ist nicht, dass vielleicht wird ein Sturm kommen. Was Jesus sagt, ist, du wirst ein Sturm kommen. Und gleich dort, wenn wir an uns Leben denken, besonders an unsere Ehe, an dem befriedet Leben, wo ein Sturms kommen, was du nicht erwartet hast. Kriegt nicht, wo sei ihr gleichen, kriegt nicht, wo ihr sein, der Sturm wird kommen. Warum? Wenn so tun kann, dein Eheleben schlechter leiden als ein anderes Verhältnis, was du mit Menschen auf dieser Welt hast. Wenn ein Eheleben ist das ganz schmackste, vorigste Ebenbild Gottes auf dieser Welt. Gott sagt einmal zu Adam, du bist mein Ebenbild gemerkt, oder zu Eva, du bist mein Ebenbild gemerkt. Gott sagt aus dem Mond und früh spät gemerkt, er sagt, hier sind mein Ebenbild gemerkt, die Menschen sind mein Ebenbild gemerkt. So, wir merken ein Ebenbild Gottes vorig. Und das ganz schmackste Bild für die Welt, dass wir in Gott sein, ist ein befriedet Leben, wenn er es schafft. Und dort ist, was so tun wird, für sich schwer zu merken, ob ein oder ob ein anderen Weg, als du dort weißt oder nicht. So, der Sturm in dem befriedet Leben wird kommen. Das ist nicht eine Frau über. Und Jesus vertellt sich Geschichten und sagt, das ist alle überein. Die können ein feines Haus haben, die können eine feine Ehe haben, die können eine feine Relationship haben. Aber eins in Haus wird stehen und eins in Haus wird fallen, sagt er. Das ist bloß eine Condition, das ist bloß eine Bedingung, ab wo das steht. Der sagt, der eine hat ab dem Sandgebiet, der eine hat ab dem Steingebiet. Und die Implikation ist dort, der Stein ist Jesus Christus. Und gleicht die Geschichte, was Jesus vertellt, wenn wir ans Leben ab Jesus bühen, das kriegt nun Wort jeden ans Camp, wer jeden ans Camp, wie kann das merken schaffen. Ich hatte, das über dem Jahren 3, ich hatte einen jungen Mann, oder wir haben mit einer gewissen Lied, oder einer, der befriedet wird, die hatten viele Probleme in ihr Leben, und wir hatten eine schwere Zeit, wo die dort würden merken, er befriedet Leben, wenn alles, was die sich mitschlappten, und über dem befrieden die sich dachten, wir hatten mit schlecht Friede war der, aber wir wünschen im Beten für einen dachten, das würde schaffen. Und ein paar Jahre später früh das ein junger Mann, so, wo schien das? Dann sagte ich, Gott, ich sage, wo schien das mit dir früh? Wo wollte der mit ihnen befriedet leben? Dann holte er die Blaffen und sagte, wir blieben Juts Buba. Wir schwammen noch nicht an, wir kommen noch nicht an, aber wir surviven. Das ist nicht, was wir wollen. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen stehen bleiben, wir wollen fast bleiben, wir wollen sicher sein, wir wollen es merken. Und das ist eine Bedingung, auf die wir das tun. Ich hatte einen anderen Mann, ich kam einen Tag nach mir und sagte, Tocayo, mein Verhältnis mit meinem Partner ist ganz verbrochen, ganz schwer. Und ich fragte ihn, was ist geworden, was ging an? Und ich kann mir es nicht vertellen, so eine Video und das ist der Rot. Und ich sagte von einer langen Zeit, und ich sagte mir den auf mein Herz, und dann kriegte ich ein Papier, und dann schrieb und dann malte er ein Haus ab. Und dann ein großer Grund existiert. Und ich weiß, dass man ihn schrieb, und er den Grund, und sagte, das ist was passiert, wir hatten keinen Grund. Ich möchte meine Frau, ich möchte meinen Partner zu meinem Gott. Und ich konnte von der Seite das nicht geschafft. Ich wollte krank, was ich sollte, und ich hatte einen Grund haben, wir hatten einen Grund haben, ab wann wir uns Eheleben bühen deuten. Nu, mit das gesagt, ich wollte sein gewisse von Jüngern denken, so, ich würde leichen, sonst dort befriedet Leben zu haben. Ich würde leichen, wenn wir können, in befriedet Leben haben, was es dort wir. Aber wir haben nicht. So, was tue ich? Ich die war gut geben, was die kosten, und weil ich die ein Ding sein. Ich hoffe, die war scharchen. Ans Leben, ans befriedet Leben ab Jesus gründen, und taub nur Jesus siegen aus dem Paar, als die ganz einzige Route für die, dass die befriedet Leben wird besser worden als das ist.
Dat is de ganz einzige Route für die, krijgen dan wo die best in die befriedet leven. En ik weet je wessen van jullie zijn, mijn beste jaren zijn voorbij. Dat we als we vielleicht dating deuten, vielleicht als we die eerste Jahr befriedet werden, vielleicht war das überhaupt nicht schaffen, vor dich zu merken. Der ganz einzige Weg, dass die befriedet Leben wird schaffen, und dass die beste der, hör ich mal her, und das für alle ist. Der einzige Weg, dass du kannst sein, dass die beste der sind in der Zukunft, als wenn du dein Leben trainen Gott drehen. Und das ist der Route, was ich habe für die von der, wenn du sagst, weil ich kann nicht ab Jesus angefangen, wie befrieden uns, wie wissen nicht, oder wie sag nicht mal Gott, wie wollen nach nicht mal Gott siegen, oder wie handeln lang nicht. Ich wollte die sein, wo dann wirst du nicht eine Entscheidung merken, dass du wirst von der anfangen. Und ich weiß, hier sind mehrere Männer von der, und ich freue mich zum Teil wehen, die wollen eine große Verantwortung kriegen von der. Und jene früher waren vielleicht 3, ein großes Verlangen, das zu tun. Und ich würde Mut merken, mit jedem Partner TOOP ein Commitment merken, zum ganz von Herzen nur Gott siegen. Dass die wollen TOOP anfangen, ein jährliches Leben zu leben, wo die wollen TOOP beten, die wollen TOOP die Bibel studieren, Hanen vertalen, wo die wollen TOOP in Buch durchgehen. Und meine frühen wir sind über mehrere Jahre befreit. Und wir haben viele Bücher gelesen, für uns selbst und für andere Menschen, aber jedes Mal, wenn wir dort waren, wir nehmen ein Buch von Marriage und wir studieren dort und wir dann mal Dinge ausfallen. Ich für mich, sei für sich, dann kommen wir TOOP und vertalen davon und tüchen uns trage. Die Dinge, die in uns Leben passiert, das kann ich nicht glauben. Wo wunderbar das ist, das Eva und Eva tun. Und dass die dort wollen, die Fernnehmen, ein Buch durchzugehen aus dem Kappel und das durchstudieren, die ein Commitment merken, eine Disziplin sein, wir wollen das durchmerken, wir wollen hiermit schaffen. Und am Ende wollen wir mal feiern, sich die Sachen abgeben. Dass die irgendwo wollen TOOP tun und TOOP nach Gott siegen. Oder dass die wollen Worship Music anmerken, wo die TOOP wollen setzen und rohren, die Hort ausschalten und Gott anbeten. Meine Frau und ich haben ein paar Dinge ans Leben gelehrt, und ein von der ist das. Unsere größten Battles, die wir geführt haben, in uns Leben, die haben wir nicht geführt oder gewonnen, besonders mit uns Striden oder uns unsere Meinung sein und vertrauen, was der andere anrichtet. Die größten Battles, die wir gewonnen haben, in uns befriedet Leben, ist auf unsere Knie. Wenn wir können Momente denken in uns Leben, wo sich dazu fällt, dass wir alle wo alles an den Beinen angerannt ist und nichts mehr schafft. Und dann würden wir uns Zeit nehmen, zum sein, wie haben vorig mit das, wie kann ich wieder das? Und dann würden wir TOOP kommen, wir würden uns knien, wir würden beten, wir würden unsere Sorgen, wir würden unsere Weide, wir würden unsere Eierreichtigkeit, und was immer wir haben, wir würden das nicht Krieg bringen und wir würden das looten. Wenn Jesus sagt, wir sollen unsere Sorgen ab am schmieden. Und dann, wenn wir abstunden von dort, dann würden wir uns fernen, wir wollen dort hier looten. Und dann würden wir TOOP gehen und ein paar Worship-Songs und merken, TOOP uns hart ausschalten wie Gott. Und ich wollte sagen, dass wir stehen ab, so nie Person, wo du leben bist. Nicht für die Stunde oder für den Tag oder den Weg, aber das Leben von du unändert. Und ich weiß von ihnen, wo das nicht gewandt sind zu tun, das schwor zu tun, weil wir das nicht gewandt sind, aber das zu tun, wenn das schwor ist, das bloß. Nimm die fair, dass du was mit deinem Partner TOOP, nur Gott siegen von ganzen Herzen. Weißt du, warum das so wichtig ist? Weil lass mich das nicht sein. Wenn ihr ein Ding von einigen Däuern annehmen, von was ich von der was sein, oder ein Commitment merken mit ihrem Partner, dann würde ich Mut merken, die wollen das tun. Nehmt Zeit, mit ihrem Partner TOOP beten. Und die sagen vielleicht, wie don't TOOP beten. No, ich meine nicht, dass die wollen ein utwendiges Gebet sein, smarts, wenn die abstunden oder am alle Multiten oder so ist, wenn die schlupen gehen. Ich meine einfach ab Lüdes TOOP beten. Die Partner sie eine Hänge holen, deine Uhren checken und zu Gott beten TOOP. Du beten, sei beten, hei beten, bet Hanen drei, frag für was die beten können. Fängt irgendwo die Dinge sein, was dem Partner schwerfallen, leider hängen auf den Partner, bet für den Partner, aber merkt dort persönlich, merkt dort ein Ding, wo ihr wollen TOOP nur Gott siegen von ganzen Herzen. Das sei sehr schwer, die mit dem Partner immer zu jagen, was die jährliche Gebetskriege ist. Das sei sehr schwer, und Poren gebunden bleiben, wenn deine Früh den jährliche Gebetspartner ist. Das sei sehr schwer,
keinmal diese Person zu leben und dort den Feind merken in deiner Familie, wenn dort dein geistlicher Gebetspartner ist. Das meist kriegt allmählich zu tun. Und das sei ja wichtig, dass wir dort lernen, dass wir TOOP beten und TOOP beten und TOOP beten. Nu, ich will hier was zu Ihnen sagen. Ich will han sagen, mit ein opnet hart harchen und dann, wen von sit vertel wie nicht sage ich in der Kjoakj. Aber blieb hier beim Seiten und kommt nächstes Jahr nach was der Träum bringt, was mehr Menschen mit. Ans jährliches Leben mit uns Partner TOOP ist nicht bloß ein jährliches Leben, wo Gott will haben. Das ist genug Ursache, um ein jährliches Leben zu haben. Aber TOOP nur Gott siegen, wird ihr Leben so viel besser merken in alle Hinsichten haben. Als ich mal in wie befriedigt werden, dann lasse ich ein Buch und Dating, wenn ich will der beste Mann sein für meine Frau wie uns befrieden. Und als ich dort lesen, da ich gleich das schreibe, aber von der ersten Tag ich lese Bücher von denen, aber ein von den Dingen, was ich schreibe, seht, ist, wenn die TOOP beten dann aus dem Partner befriedigt sind, aus dem Couple, wenn die Dating dann pass ab, wo die beten dann, wenn die wollen einmal Dinge tun, was die nicht wollen tun. Oder beten, was die Dinge leiden, was die nicht wollen tun. Dann dachte ich bei mir so, das schreibe ich nicht mal ein Christ. Ich meine, beten da wie zum Dinge recht und nicht recht und nicht. Aber dann seht ihr, TOOP beten kann jemand in ein Sexleben bringen. Und dann euer ich mir mit über den Schreiber, wenn ich dachte, das soll uns bewahren für das tun. Aber von der kann ich verstehen, was er meint. Und ich glaube, du sei stark an, dass wenn du ein jährliches Gebetsleben TOOP hast, mit deinem Partner, dort dein Romance-Life und Sex-Life und alles, was besser schaffen in deinem Leben. Nicht today von jemand, was sich nicht befriedigt hat, weil ich ganz kurz sagen, pass ab, wo ihr beten und mit deinem Partner, bet so sehr als ihr kann, aber bet irgendwo, wo ihr mit Menschen sind, bet nicht, und das ist wirklich so, das ist ein Ding, was du in TOOP bringt. Nicht bloß physisch, aber jährlich. Sexleben ist nicht bloß physisch, das ist emotional und das ist ein jährliches Ding. By the way, wenn wir wollen, das neue Kirchengebiet, was wir bauen tun, wenn wir wollen, das soll einfach voll werden, dann bet mit dem Ehepartner TOOP. Du fair. Und dann wird es bald voll sein. Vielleicht nicht von ihr Menschen, aber an sich Kirche, was legt meine Babys an. Da war ja nicht Livestreaming, nicht? Anyways. Dus veel woord het te ben. Family Life, dat is een organisatie in de States, die mögen een paar jaar trainen in een studium, oder die mögen nummers. En die zeggen dus dit. Van alle christelijke couples, en niet, dat meint nicht alle Religionen, alle Menschen, die sich Christen an, die in christliche Couples studieren, duizenden couples. En die fangen uit dat bloß 8% van die christliche couples, die haben ein Leben, wo die ein beständiges Gebetsleben TOOP nur Gott haben. Bloß 8% von denen. Als ich das los, dann dachte ich so, wunderbar, was das an sich ist. Ich würde gleich glauben, dass wir mehr dort. Ich wünschte, dass wir mehr dort. Bist du von den 8% oder bist du von den 92, die nicht dazu beten? Nee, das ist nicht sehr viel Nürnberg, hast du dort. Aber das nächste, wie sagen wir in Nürnberg, der fängt aus, dort die Divorce Rate manch die Menschen, die beständig TOOP beten tun. Es wären jetzt 1%. Von allen Couples, die dann TOOP beten, in ein jährliches Leben, wo die TOOP nur Gott siegen in Gebetsleben, der Divorce Rate, es wären jetzt 1%. Nun, jemand denkt, das Studium ist in der States gemerkt, wo 50% von allen Couples sich schäden, dann die 2 Jahre befriedigt sind. Aber von denen, die beten, dann wären jetzt 1%. Das ist ferne Nürnberg. Maar dat niet zal die een hohe abstunden merken die de arms, dan weet ik niet. Nu, ik weet niet du, aber ik wil niet de chances nemen. Ik wil liever de 1% zijn en niet de 99. Ik wil met mijn vrouw TOOP liever een gebetsleven te leven, wanneer ik schwor is, of wanneer ik dat niet gewend zijn. Ik wil die chances nemen. En zo, ik wil je moed merken, dat je dat worden doen. En ik wil je een paar andere stats geven. Dezelfde organisatie vangt aan dat 90% van de lied wat dan TOOP beten, die reporten een betere sekslife als die wat niet TOOP beten. De vrouwen wat met ihre mannen TOOP beten, reporten orgasms beter als die wat niet doen.
Und ich weiß, wie vertalen von uns das nicht an der Kjoakj. Aber das hielt sich arg, der hat nicht. Die Welt hat immer eine Angst gewesen, der hat die Christen gesagt, je weit nicht. Je weit nicht von Leib, je weit nicht von Sex, je weit nicht von all diese Dinge. Wie haben das ausgefeiert? Wie haben die Pornwelten, wie weit wir alles schaffen? Die Welt hat ein kleines Problem. Slight Problem, weißt du, was das ist? Die haben den Author von Sex und von Leib und von befriedet Leben bloß rausgenommen. Gott weiß besser, die Christen wissen besser, als die Welt tut. Du brauchst euch alle wen siegen, wo ein befriedet Leben schaffen wird. Wenn die wollen bei Gott siegen, dann muss immer wo ihr anwollen, was ein befriedet Leben ist. Und du wirst, glaube ich, ganz bestimmt zum Prinzip, was für alle es schaffen wird, wenn Gott ist der Author von diesen Dingen. Du wirst euch die Bibel ansehen, in Matthäus 6, 33, da sagt es das, aber siegt das erste nur Gott sein Reich und seine Gerechtigkeit. Manche, was er sagt? Er sagt, siegt das erste, nicht das zweite. Er sagt, siegt das erste nur Gott sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird ihr das andere alle, oder dann wird ihr das andere alle kriegen. Braucht das klarer sein als das? Wir siegen das erste nur Gott, wenn Gott ist Nummer 1 in uns Leben. Und wenn wir es nur Gott gesagt haben, dann siegen wir uns Partner in die Gemeinschaft. Aber wenn wir befreit sind, dann siegen wir immer nur Gott mit uns Partner TOOP. Und das sage ich nicht, dass die nicht irgendwo allein beten, dass die nicht allein in die Gemeinschaft haben, aber es ist wichtig, dass die lernst, in Gebetsleben zu haben mit dem Partner TOOP. Ich würde gleich noch die das hören. Die Entscheidung wird je TOOP, und ich sage das mal flieht es dort, die Entscheidung wird je TOOP von der mit Gott merken. Der wird ihnen sein, wo und wo ein befriedet Leben morgen wird sein. That's a given. That's 100% sicher. Die Entscheidung wird die von der merkst, mit dem Partner TOOP, nur Gott. Der wird ihnen sein, der wird defining, wo ein befriedet Leben morgen wird sein. Wenn das key. Das ist der Schlüssel zum Gott das Leben haben. Nu, wenn du hier von der Besten, die sagst, ich habe überhaupt noch keinen Gebet oder ich sehe nicht mehr Christ, ich weiß nicht, wo wir Gott zu siegen. Das erste würde ich dich fragen, wo dann willst du dein Leben nicht bloß eine Gott geben und sein, hier sein ich. Oder wenn du bist hier was, wo du nicht nur Gott siegen darfst und du hast nicht Schramm gegeben, dann will ich zu dir sagen, gib dein Leben nur Gott. Die von ihnen, die hier Couples sind, von der, wo ich ihnen Frauen merken Commitment mit ihrem Partner TOOP, nur Gott zu siegen, Gott Nummer 1 merken in ihrem Leben. Und die von ihnen, die hier allein sind, als Mann, will ich sagen, nehmt ihnen früh ein gut Trainer, diesen Sermon an YouTube oder an WhatsApp und horch mit den TOOP und dann merkt ihr ein Commitment, dass ihnen früh weit von was ihr redet. Mir hat mit ihrem TOOP was zu tun und ich weiß von ihnen, weil nicht mal nächstes Jahr nach 3 kommen, aber das wird noch besser werden. Ich würde lächeln, wenn ihr hängt durch die Dergun von der, du wollen 2 Papieren sein, die wollen dir geben. Es ist ein Pink und ein Bleiwet. Und ich würde lächeln, dass die alle würden, die Männer in Bleiwet mitnehmen, die frühesten Pink mitnehmen im Haus. Okay? Die von ihnen, die hier allein sind, nehmen 2 mit im Haus, dass die ihnen früh einen geben. Dann würde ich gleich, dass die würden das tun. Meine Früh und ich würden gleich, dass die würden jeder einen ausfallen. Die früh ist das und die Männer das. Aber die wollen nicht allein ausfallen. Ich würde ihnen tun, dass von der Tag nach oder morgen, das ist nicht sehr viel. Aber nehmt ihnen Titel zu, das Titel geht invest. Und dann fällt die Üt apart. Und dann kommt ihr Taub, wenn ihr später ausgefallen dann kommt Taub, dann vergleicht ihr mal. Dann verteilt man von diesen Dingen. Verteilt man, wo von der Ideen, die wollen annehmen. Das sind gute Bibelversen, wo ihr könnt Taub durchsetzen und lesen von Verteilen. Und dann würde ich ihnen Mut merken, ein Commitment zu merken, 1 oder 7, so sie wollen, aber mehr Commitments, wo ihr wollen, ihr Leben Taub nur Gott drehen. Und dann, wenn ihr ein Commitment oder eine Verpflichtung gemerkt habt in ihrem Leben, dann würde ich ihnen Mut merken, diese Werke in eine Small Group zu gehen und zu sein, was ihr für ein Commitment gemerkt. So dass ihr eine Small Group ihr kann verantwortlich halten oder dass ihr wollen Frauen, was schafft das mit das? Ich würde gleichen, sehr gleichen, dass ihr nicht bloß wollen, für Feier sind, die in die Kjoakj kommen und gute Dinge horchen.
Ich wünsche, die würden in Hus nehmen. Das sind 5 Principles, die du wollen schaffen in dein Eheleben. Aber bloß, wenn die was tüß merken für die. Bloß, wenn die was nehmen, die dienen merken. So, ich kann abkommen aus dem Worship-Team. Steht ab, alle von Ihnen, please. Und ich will Ihnen noch einmal fragen, und die von Ihnen wird von der sein, ich merke ein Commitment, nur Gott siegen, mit meinem Partner, Tom, heb Ihnen Hand ab. Wir werden beten. Herr Jesus, ich danke dir, für dass du hier von der mit uns bist. Ich danke dir, dass du uns hast versprochen, niemals allein zu lassen. Und ich danke dir für diese wunderbare Gelegenheit, die du uns gegeben hast, noch einmal frisch die zu sein und in den Jesus und uns reden. Ich bete von dir, Smarts, dass du wirst, die von uns, wo du eine Entscheidung merken, bei uns Partner TOOP, nur die zu siegen von ganzen Horten, dass du uns wirst die Kraft geben, was einfach nicht schwer ist, dass du uns wirst Mut geben, dass du uns wirst die Freiheit geben, uns Angst über zu gehen und dass dann, wo du reich ist. Wir beten von dir, dass du uns wirst helfen, in die Haus gehen und davon verteilen und das uns merken. Weil wir weiten, dass die wollen. Wir weiten, dass du kannst uns Sebastian Ruth geben für uns befriedet Leben und wir wollen mit dir anfangen. Ich bete von dir, dass du wirst ein Sehen über diese Kjoakj geben und jeder einer, was hier ist, sondern was hier sind, ärmer noch nicht eingewaschen, dass du uns wirst einen besonderen Sehen geben. Und zur selben Zeit bete ich für die Frühes von dir, wo du da zu sein, dass du wirst dein Hort bewahren und helfen, dass die wollen, dort kriegen von dir, was du wirst gleichen, so dass die wollen gesehen und abgefällt, in die Haus kommen. Wir leben die Jesus und wir danken dir, dass du uns erst gelebt hast. In die Namen beten wir. Amen. Hans geeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, met ons te horchen. Wir wünschen, die wirst gesehen worden. Und wenn du einen Frauen hast, dann von uns in das Nummer oder schreib uns an WhatsApp, wir sind hier und bereit zum Halten. Und wenn du willst unsere Botschaften immer alle Weg an WhatsApp zu kriegen, dann scan diesen Code mit deinem Phone. Und hey, wir würden uns auch sehr freuen, wenn du diesen Subscribe-Knopf drücken, so dort kannst du euer Antworten, wenn ihr unsere Botschaft von YouTube ankommt. Und andere Menschen wie den bereit können gesehen worden mit Gott sein Wort. Mach Gott die Segen.